Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von Zweikölsch. Ja, hallo Leute, und das am 20. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des VfL Wolfsburg. Und ihr seht, es hat uns hier mitten in den Grüngürtel verschlagen. Wir stehen in Deckstein am Fort Nummer 6. Das ist eine alte preußische Befestigungsanlage. Und wir finden, dass die sehr gut zu unserem Motto diesmal passt. Auch wenn man sich hier mal so umschaut, da vorne dampft es aus dem Fort heraus. Und ich glaube, das hat doch ganz konkret mit unserem Motto zu tun, Ja, oder? das ist also eine derartig wenig konstruierte Überleitung, das kann ich gar nicht sagen. Denn auf unseren Shirts steht Volldampf. Abstiegskampf. Zweikölsch. Auf 3 Punkte gegen Wolfsburg. Prösterchen, Leute. Außentemperatur ist kälter als Kölsch. Es ist unfassbar. Ne? Ja, eine Befestigungsanlage. Warum passt das zur aktuellen Lage? Und zwar nicht nur zur aktuellen, sondern im Grunde von Anfang an. Wir haben natürlich was zu verteidigen. Ne? Zum Beispiel Platz 10. Ne? Und Abstiegskampf ist offenbar und ehrlich gestanden ja auch keine neue Geschichte, sondern wir wussten das doch von Anfang an. Ja. Das ist ja auch eine ganz heiße Diskussion, gerade so in der Fanlandschaft. Wir sind ein stinknormaler Aufsteiger, der nichts anderes zu tun hat, als irgendwie zu versuchen, die Liga zu erhalten. Und das muss unser primäres Ziel sein. Und das hat auch nichts mit Ambitionslosigkeit, sondern einfach nur mit Realismus zu tun. Und wenn wir diesen Volldampf, den wir da im Hintergrund sehen, wenn wir den an den Tag legen, nicht nur gegen Wolfsburg, sondern auch in den restlichen Saisonspielen, ich glaube, dann werden wir die Klasse halten. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Das ist das, was wir alle wollen. Und ich finde, um mal auf das letzte Spiel zu kommen gegen Freiburg, dass wir das ja durchaus gezeigt haben. Also mein Blick auf das Spiel ist sehr, sehr positiv. Klar, keine Punkte, scheiße, ist super, super ärgerlich. Aber am Ende des Tages ist es doch so, das ist keine, wie sagt immer, Laufkundschaft. Es ist eine starke Mannschaft, die seit ewigen Zeiten in der ersten Liga sich hält. Und man kann nicht davon ausgehen, dass man die zu Hause einfach schlägt. Wir waren aber wahnsinnig nah dran, mindestens mal ein Unentschieden zu holen. Und ja, also die hatten ein bisschen mehr Glück. Das war's. Das war der Unterschied. Ja, also sie waren vor allen Dingen, da bin ich völlig bei dir, also unglaublich eingespielt. Nicht umsonst haben die 13 oder 14 Spiele zu Hause nicht verloren, sind in der Euroleague umgeschlagen. Ich will die gar nicht irgendwie im Nachhinein stark quatschen, aber ich war ja auch im Stadion in Freiburg und habe es live erlebt, wie ballsicher diese Truppe ist. Die machen sehr, sehr wenig Fehler. Und da zähle ich jetzt das Eigentor. Also das war jetzt unmöglich, aber es war ja kein. Sonst hätte Ache eingeschoben. Ja, ganz genau. Ja, also. Nein, also die Freiburger sind definitiv an einem Punkt, wo wir hinwollen. Das sagen wir auch nicht zum ersten Mal. Wir hatten mal ein Shirt, das hieß Vorbild Freiburg, Zukunft voraus. Und dieses Spiel in Freiburg hat mich darin auch wieder bestätigt. Die haben sowas von ihre Hausaufgaben gemacht, auch mit dem neuen Stadion. Ich meine, das ist deutlich nicht so schön wie das alte Dreisam-Stadion. Auch der Marsch an der Dreisam, den hat es natürlich diesmal nicht gegeben. Aber das Ding liegt auf der grünen Wiese, direkt ein Flughafen daneben. Da landen also tatsächlich Hubschrauber und kleine Flugzeuge. Und ich habe auch gehört, dass die Bayern da wohl auch mal mit dem Flugzeug zum Auswärtsspiel dann geflogen sind und direkt neben dem Stadion gelandet sind. Also das ist eine sehr runde Nummer in Freiburg. Die sind völlig etabliert in der Bundesliga, mittlerweile sogar in Europa. Und wenn ich dann auch wieder Stimmen gelesen habe, so nach dem Motto, wie kann man denn bei so einer grauen Maus wie Freiburg das Spiel verlieren, dann kann ich nur sagen, ey Leute, das ist fahrt arrogant. mal, das ist richtig arrogant, fahrt mal auswärts, guckt euch mal an, was da für eine tolle Arbeit geleistet wird in dieser Stadt. Und da haben wir hier noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen beim 1. FC Köln, bis wir mal an der Stelle sind. Und trotzdem waren wir im Spiel ebenbürtig. Wir haben uns am Ende der ersten Hälfte so eine Auszeit gegönnt und waren nicht mehr so griffig. Das ist dann bestraft worden. Die Freiburger haben sich hinten reindrängen lassen in der zweiten Hälfte, wo wir zwischenzeitlich richtig dominant waren. Und wir haben uns dafür nicht belohnen können. Das heißt, die Freiburger sind nicht bestraft worden. Das ist aber, da steht ein Rotkehlchen. Ne? Unglaublich. Hüpft hier auf unserer Tasche rum. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ne? Ja, aber gut, also die Freiburger haben das Glück gehabt, ganz einfach, ne? Durch den abgefälschten Schuss. Und that's it. Das ist Fußball. Da gibt es überhaupt nichts zu motzen, denn
die wollen ja, und für mich wird immer gelten, eine Mannschaft, die Gas gibt, wo ich sehe, dass die wollen, dass die sich anstrengen, dass die alles geben, wird immer meine 100%ige Rückendeckung haben. Ja. Da gibt es überhaupt nichts zu mäkeln. Und nochmal zum Thema Rückendeckung. Also ich würde mir wirklich jetzt gegen Wolfsburg wünschen, dass die Leute, die beim letzten Heimspiel gegen Mainz zur Pause gepfiffen haben und sich die Mäuler zerrissen haben, reißt euch bitte zusammen. Wir müssen zusammenhalten. Und dann ist tatsächlich auch sowas drin wie in der zweiten Halbzeit gegen Mainz, dass also so eine deutliche Leistungssteigerung drin ist. Und das kann nur klappen, wenn wir zusammenhalten, Fans, Mannschaft, Verein. Da gehört auch der Trainer dazu. Und ich weiß natürlich, wie stark er in der Kritik steht, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber trotzdem, wir sitzen in einem Boot und da ist der Trainer mit dabei. Und deswegen, wir müssen gucken, dass wir Wolfsburg schlagen und geschlossen hinter der Truppe stehen. Und wenn wir die schlagen, im Übrigen, ich meine, die Tabellensituation ist ja völlig grotesk. Ne? Wir sind auf Platz 10, aber nur 3 Punkte entfernt von dem ersten Platz nach der Relegation. Wir können aber auch zum Beispiel Wolfsburg gegenüber uns einfach mal absetzen. Ne? Also es ist wahnsinnig viel drin. Es steht auf Messers Schneide. Ja. Haben wir immer gewusst. Also wer jetzt nicht die Arschbacken zusammenkneift, auf Deutsch gesagt, dem ist auch nicht zu helfen. Also du hast vollkommen recht, wir müssen zusammenhalten und nicht anfangen, hier so irgendwelche dämlichen Diskussionen zu starten. Richtig. Und Volldampf-Abstiegskampf, das gilt nicht nur für die Truppe, das gilt auch für die Fans. Und ich habe es letztens schon mal gesagt, ich meine, wir wissen doch, worüber wir reden. Wir sind 7-mal abgestiegen, 7-mal auch wieder aufgestiegen, logischerweise. Wir kennen das und wir müssen doch endlich mal souveräner damit umgehen und nicht direkt wieder dazu neigen, dass hier das völlige Chaos ausbricht. Ja, ne? Auch wir können unser Verhalten vielleicht mal ändern. Ne? Nicht immer sagen, Mann, wir kriegen das ja gar nicht hin, die müssen mal was ändern. Fangen wir mal bei uns selber an. Ne? Wir haben übrigens, ganz anderes Thema, hier ins Bild, ne? Die Audiofraktion ist natürlich jetzt gekniffen, ne? Etwas hineingefuscht. Ne? Habt ihr das schon gesehen? Also ich kann so viel verraten, es sind nicht diese Sandberge, die ihr jetzt meint. Ne? Nee, beziehungsweise Schotter. Die KISS ist da. Ne? Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mitbekommen, was das für eine Kiste ist. Sehr geheimnisvoll. Ja, es ist unsere Mottokiste. Jawohl. Und was es damit auf sich hat, beziehungsweise was da drin ist, das erfahrt ihr nur, wenn ihr am 26.02. in die Kölschbar kommt. Kölschbar in der Lindenstraße. In der Lindenstraße, genau. Ja, aber nicht die in Bocklemünd. Ne? Die gibt es auch eine Lindenstraße? Die Lindenstraße. So, ne? Okay. Ach, die, ja. Die, ach ja, die. DDR. Ach, die, ja. Nee, die ist es nicht. Ist schon lange geschlossen. Die ist schon lange abgebaut. Ne? Also wir würden uns freuen, euch da zu sehen. Und vorher werden wir auch nicht viel mehr verraten. Ne? Wir werden ab und zu daran erinnern. Ja, und bevor wir uns jetzt verabschieden und uns dann endgültig in die Vorbereitung auf Wolfsburg begeben, möchte ich doch noch mal ganz kurz mich bedanken bei all den netten Menschen, die ich in Freiburg kennengelernt habe und wieder getroffen habe. Gott und die Welt war da und so eine schöne Stadt, um eine Auswärtstour zu machen. Ich war ja diesmal mit meiner Frau, Thomas konnte ja leider nicht und kann ich auch nur empfehlen. Also wenn ihr mal mit eurer Frau ein Städtchen besuchen wollt und das mit einer Auswärtstour verbinden wollt, Freiburg sehr zu empfehlen. Ganz, ganz nettes Städtchen und hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wirklich toll. Sehr geil. Nicht empfehlen kann man die Tour nach Wolfsburg. Ne? Aber die kommen ja glücklicherweise auch, die 3 Leute, die sich dafür interessieren. Oh Gott, ja. Fürchterlicher Gegner. Also haben wir auf jeden Fall, ob wir gewinnen oder verlieren, jemanden, über den wir lachen können. Ne? So ist das. Herzlich willkommen, wir sind Wolfsburger. Wir sind eigentlich damit schon durch. Es ist auch wirklich recht kalt. Und heute Morgen hat es gefroren. Wir mussten kratzen am Auto. Und dürfte am Freitag wahrscheinlich nicht anders werden. Freitagabendspiel 20:30 Uhr in Müngersdorf, Leute. Sehr geil. Wir sind heiß und freuen uns auf euch. Grüß euch, macht's gut. Tschüsschen.